Heute feiern wir einen ganz besonderen Gottesdienst miteinander, und zwar feiern wir heute Taufgottesdienst. Was für ein Riesenprivileg, dass sich 8 Menschen entschieden haben, sich heute taufen zu lassen. Und wir sind schon ganz gespannt, von euch zu hören. Yes! Wir schalten auch gleich live runter in den klassischen Gottesdienst. Da mal gerade die Frage an die Technik, sind wir schon unten eingeschaltet? Ja, nein, wir wissen noch nicht. Okay. Ja, ich erzähle sonst noch ein bisschen für alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Melli Poliwke und ich durfte hier im Kreuzpunkt als Jugendpastorin arbeiten, die letzten 2,5 Jahre, und freue mich, heute predigen zu dürfen. Und jetzt habe ich gerade das Zeichen bekommen, der klassische Gottesdienst ist jetzt auch eingeschaltet. Herzlich willkommen, hallo, auch nach unten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zum Beginn der Predigt bete ich. Jesus, danke, dass du lebendig bist, auch heute noch. Du bist der Grund, warum wir hier versammelt sind. Und ich danke dir, dass du mir in der Predigtvorbereitung vorausgegangen bist. Und ja, bete, dass du unsere Herzen weit machst, deine Botschaft heute Morgen zu hören, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Ja, danke, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Amen. Als ich die Woche am Morgen Bibel gelesen habe, da habe ich eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief gelesen. Das ist ein Brief, den hat Paulus damals an die Gemeinde von Korinth geschrieben. Und als ich da so einen Abschnitt gelesen habe, dachte ich, yep, das wird die Grundlage für heute Morgen, weil es für mich unfassbar passend ist. Und ich möchte euch gerade mit in die Bibelstelle hineinnehmen. Und zwar steht in 1. Korinther 15 die Verse 1-6. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth an das Evangelium, das er ihnen verkündet hat. Die Grundlage ihres Lebens. Und ich selbst bin der Überzeugung, dass es immer wieder gut ist, dass auch wir uns erinnern, hey, was ist eigentlich die Grundlage unseres Glaubens? Und heute ist das letzte Mal, dass ich so hier auf der Bühne stehe und predige. Vielleicht nicht das letzte Mal, ich komme euch sicher noch mal besuchen, aber mein Mann und ich, wir werden weiterziehen. Und ich habe so gemerkt, ich kann da richtig einstimmen mit Paulus. Mit dem ersten Vers, wo er sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich verkündet habe. Und auch an dem Morgen, Geschwister, ich will euch erinnern an das Fundament, auf das, worauf wir uns gründen und was wir auch heute in der Taufe feiern werden. Und Paulus, der hebt so 2 Punkte sehr hervor und fasst damit so sehr grob das Evangelium zusammen. Und der erste Punkt, das sagt er, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich habe es euch markiert. Genau, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist der erste Punkt, den er nennt. Hey, das ist unser Fundament. Das ist, worauf wir gründen. Und zwar nicht nur, Christus ist gestorben. Das wäre ja auch eine Botschaft. Ja, Jesus ist gestorben, er wurde gekreuzigt. Das ist eine sehr gut belegte Tatsache. Aber da steht noch was dabei. Und zwar, er ist für unsere Sünden gestorben.
Und das ist ein ganz wichtiger Teil des Evangeliums. Jesus Christus ist für unsere Sünden, für unsere Verfehlungen gestorben. In Jesaja 53, das ist eine Prophetie, die geschrieben wurde, bevor Jesus überhaupt gelebt hat, da schreibt er, für unsere Verfehlungen ist er gestorben. Unsere Krankheit und unsere Schmerzen hat er am Kreuz getragen. Und das ist Teil der guten Botschaft, Teil der guten Nachricht. Aber Paulus nennt auch noch einen zweiten Punkt, der zum Evangelium dazugehört, und zwar gleich im darauffolgenden Vers, er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Hey, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder auferstanden von den Toten. Und Paulus ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig und ich möchte auch gleich darauf eingehen, wieso der so wichtig ist. Aber er betont es ganz, ganz besonders und zwar macht er so Unterstreichungen. Er sagt an 2 Stellen, in Übereinstimmung mit der Schrift. Das, was ich euch sage, das wurde in der Bibel schon vorausgesagt. Das hat Jesus als Selbstzeugnis über sich auch gesagt und in den Briefen wird es immer wieder aufgegriffen. Paulus spricht an der Stelle vor allem vom Alten Testament, aber in der Schrift lesen wir immer wieder von genau diesem Zeugnis. Jesus Christus ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und ihm ist es so wichtig, dass die Auferstehung gut bezeugt ist, dass er alle möglichen Zeugen aufzählt. Also als erstes ist er Petrus begegnet und dann seinen 12 und dann, wie viel? Mehreren 100, 500 von seinen Nachfolgern gleichzeitig. Das kann sich ja keiner ausdenken. Das ist so gut belegt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und er betont es so deutlich aus einem Grund. Und zwar lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 12, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wir erinnern uns, Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth, das heißt, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche gab es doch einige Menschen, die gesagt haben, nee, die Auferstehung der Toten, die gibt's nicht. Das glauben wir nicht. Und vielleicht bist auch du heute Morgen hier und denkst so, ja, also die Bibel, wunderbar und Jesus, hey, das war auch ein total inspirierender Lehrer. Der hat gute Sachen gesagt, gute Sachen bewirkt und auch, dass er gestorben ist, da kann ich mitgehen. Aber die Auferstehung ist schon ein bisschen crazy. Also jemand, der 2 Tage tot war, dass der von den Toten wieder aufersteht. So was Übernatürliches, das kann nicht sein. Und da bist du nicht alleine. Viele Menschen, die zerbrechen sich genau darüber den Kopf und diskutieren und reden und kommen auch vielleicht zu dem Schluss, ja, ist doch auch nicht so wichtig. Ist doch nicht so wichtig, oder? Jesus kann doch trotzdem ein bedeutender Lehrer gewesen sein. Und wir können doch trotzdem seine Lehre glauben und dem folgen und liebe deinen Nächsten. Und das sind auch alles gute Werte. Aber die Auferstehung, die können wir doch einfach weglassen. Dann ist das alles ein bisschen besser logisch verständlich. Und vielleicht stellen wir an diesem Morgen mal die Frage, ja, was ist denn, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Was würde das denn bedeuten? Was hätte das für Konsequenzen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Und Paulus findet auch hierfür wieder sehr, sehr klare Worte. In 1. Korinther 15, in dem Kapitel, wo wir jetzt schon die ganze Zeit lesen, sagt er in Vers 14, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist es sinnlos. Dann können wir alle auch wieder nach Hause gehen. Dann ist es sinnlos, dass wir daran glauben. Und ich habe 3 Punkte mitgebracht, was es für Konsequenzen hätte und wieso das sinnlos wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Und der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, Jesus wäre ein Lügner gewesen. Also er mag noch so ein großer Lehrer gewesen sein, aber Jesus hat schon vorausgesagt, dass er sterben wird und er hat auch vorausgesagt, dass er wieder auferstehen würde. Dann wäre die Bibel auf einmal gerade schon nicht mehr so glaubwürdig, weil einige Stellen müssten wir dann halt überlesen, wegstreichen. Jesus selbst wäre ein Lügner gewesen, wenn er nicht tatsächlich von den Toten wieder auferstanden wäre. Und das ist ein sehr zentraler Punkt, weil Jesus ist kein Lügner.
Das, was Jesus sagt, das ist die Wahrheit. Er ist tatsächlich ein verlässlicher Mann und die Dinge, die er weitergegeben hat, die sind wahr. Und somit, ja, ist Jesus von den Toten auferstanden und es wäre sinnlos, an das Evangelium zu glauben, wenn dem nicht so gewesen wäre, weil dann wäre es auf einmal schon nicht mehr so glaubwürdig. Das Zweite, und das ist für mich ein sehr zentraler Punkt, der Tod, der hätte das letzte Wort gehabt. Wenn Jesus Christus als der Sohn Gottes gestorben wäre und tot geblieben wäre, dann hätte letztlich der Tod das letzte Wort gehabt. Aber selbst der Tod hat Gott nichts entgegenzusetzen. Jesus Christus hat den Tod überwunden und er ist wieder auferstanden von den Toten. Der Tod hatte eben nicht das letzte Wort. Und das Dritte ist, wir selbst hätten keine Auferstehungshoffnung. Denn das Ganze hat auch etwas mit uns zu tun, dass Jesus Christus wieder von den Toten auferstanden ist. In 1. Korinther 15, Vers 19, da schreibt Paulus, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, Achtung, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Er betont es hier nochmal. Wenn diese Hoffnung nicht hinausreicht über den Tod, wenn das nicht in die Ewigkeit übergeht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und das ist das Schöne. Es hat eben einen Effekt auf uns. Es hat einen Effekt auf dich und mich, auf dein und mein Leben. Im 1. Petrusbrief, sorry, ich habe euch sehr viele Bibelverse heute Morgen mitgebracht, aber es begeistert mich auch einfach, wie viel die Bibel dazu zu sagen hat. Im 1. Petrusbrief 1, Verse 3-4 steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und das, ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung auf eine wunderbare Ewigkeit, die wir bei und mit Gott verbringen dürfen. Und wie ist es möglich? Durch die Auferstehung von Jesus Christus. Er hat den Tod überwunden und ist jetzt zur Rechten seines Vaters. Und das ist unsere Hoffnung, dass auch wir einmal mit ihm auferweckt werden und bei ihm sein werden. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht in so den Überlegungen zur Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob du dir über die Ewigkeit schon mal Gedanken gemacht hast und was deine Überzeugung ist, was nach dem Tod so passiert. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich über die Ewigkeit nachdenke, dann bekomme ich Kopfschmerzen. Kennt ihr das? So ist schon, das passt nicht in meinen Kopf rein. Ewig, 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 nie ohne Ende. Versuch's dir mal vorzustellen. Passt nicht, oder? In meinen Kopf passt es jedenfalls nicht rein. Und trotzdem glaube ich, dass wir ewig leben werden. Und das ist schon irgendwie scary, sich so zu denken, was machen wir da eigentlich den ganzen Tag lang? Und wie wird das wohl sein? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir fast so ein bisschen Angst vor dem haben und sehr an dem festhalten, was hier ist. Boah, weil irgendwie vielleicht ist dann so die Vorstellung, dann sitze ich so eine Ewigkeit auf einer Wolke und spiele Harfe oder so. Das fände ich jetzt, also ich mache sehr gerne Musik, aber das eine Ewigkeit lang zu machen, ich glaube, dann würde es mir auch langweilig werden. Nee, ich glaube, dass der Himmel ein ganz, ganz wunderbarer Ort ist. Ich glaube an einen Gott, der durch und durch gut ist und der nicht langweilig ist, sondern der sehr, sehr viel Fun ist und der Gutes vorbereitet hat. Und vielleicht so der Vergleich, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen richtig schönen Tag hattest oder dich so richtig gefreut hast. Vielleicht fällt dir was ein, vielleicht musst du auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Und dieses Gefühl, kennt ihr das, wenn es so in einem, wie früher, wenn man Geburtstag hatte und dann ist man irgendwie schon so nervös ins Bett gegangen und am nächsten Morgen wach geworden und ist fast geplatzt vor Freude, dass Geburtstag ist. Und dieses Gefühl, ich stelle mir vor, dass so die Ewigkeit ist, nur noch tausendfach. Ganz wunderbar, ganz herrlich.
ein Geschenk Gottes, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart. Ein Ort, es wird uns beschrieben in der Bibel, wo es keine Tränen mehr gibt. Keine Tränen mehr. Also höchstens Freudentränen vielleicht. Aber da ist keine Krankheit mehr. Da ist kein Schmerz mehr, keine Verletzung mehr. Es ist ein Ort, wo wunderschön ist, wo Annahme und Liebe ist. Und ich weiß nicht, nach was du dich sehnst in deinem Leben und wo du vielleicht auch genau das gerade nicht erlebst. Wo du vielleicht von Krankheit geplagt bist, wo Beziehungen vielleicht zerbrochen sind, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Und das ist hier in der Welt. Aber in der Ewigkeit, da erwartet uns etwas Wunderschönes. Und ich will dich heute neu ermutigen, das ist genau die Hoffnung, für die wir auch leben. Das ist das Versprechen, was uns Gott macht. Und ich glaube, deswegen ist auch der Glaube eine der zentralsten Fragen des Lebens überhaupt. Und C.S. Lewis, ein bekannter irischer Schriftsteller, besonders für die Chroniken von Narnia bekannt, der hat folgendes Zitat einmal gesagt oder geschrieben: Wenn das Christentum falsch ist, dann ist es bedeutungslos. Wenn es stimmt, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Es ist nicht einfach nur ein bisschen wichtig, ob es jetzt Gott gibt oder nicht. Ja, wenn es nicht stimmt, hey, wenn es falsch ist, dann ist es bedeutungslos. Aber wenn es stimmt, dann ist es von größter und allergrößter Bedeutung. Und die Botschaft vom Kreuz ist von unschätzbarem Wert. Sie hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und zwar, ich glaube, nicht nur die Kraft für die Ewigkeit. Ich habe jetzt viel darüber geschwärmt, sondern auch schon heute. Wir haben eben schon gelesen, ja, sie hat die Kraft, uns wie stand es dort? Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und im Römerbrief 6, Vers 10, und hier sind wir jetzt auch bei der Taufe angekommen, das, was wir heute feiern, dort steht: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und für euch vielleicht das Bild, was wir heute tun. Taufe kommt vom griechischen Wort baptizo und das heißt so viel wie untertauchen. Ja? Und das werden wir nachher machen an der Limmat. Wir werden taufen und die Leute untertauchen. Und das ist die Symbolik, dass wir mit Christus gestorben sind. Und dann behalten wir sie 3 Tage unter Wasser. Nein, keine Sorge. Und dann holen wir sie wieder hoch. Das ist sinnbildlich gemeint. Ja. Und dann holen wir sie wieder hoch. Und das ist ein Bild, dass wir auch mit ihm wieder auferstehen. Und ja, auch für die Ewigkeit ist das ein Bild, dass wir einmal zu neuem Leben in die Ewigkeit auferstehen. Aber hier steht: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. So wie wir hochkommen, sind wir neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Hey, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und das ist das Wunder, was wir heute feiern. Durch Jesus Christus ist ein neues Leben möglich, auch schon im Hier und Jetzt, weil diese Auferstehungskraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in uns. Der Heilige Geist, wir haben es heute schon so viel gehört und auch gesungen, lebt in uns und er schafft Neues. Und auf einmal ist da, wo Hoffnungslosigkeit war, Hoffnung möglich. Da, wo Dinge zerbrochen sind, da ist auch Wiederherstellung möglich. Da, wo Dinge literarisch gesehen oder im übertragenen Sinn tot sind, werden sie wieder lebendig. Und ja, wir haben eine neue Identität. Wir sind nicht mehr Sünder, auch wenn wir noch sündigen. Das ist nicht mehr unsere Natur, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir haben eine neue Identität und das ist die Wahrheit. Und an das dürfen wir uns heute erinnern. Und ich will dich ermutigen,
auch wenn du schon seit Jahren glaubst und vielleicht vor Jahren getauft wurdest, vielleicht auch heute die Taufe so ein bisschen für dich persönlich als Tauferinnerung zu nehmen. Dich zu erinnern, ja stimmt, ich habe mal eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Und ja, ich habe eine neue Identität. Ja, da ist tatsächlich in der unsichtbaren Welt etwas passiert und ich bin Kind Gottes. Das ist eine Wahrheit, die Auferstehungskraft, die lebt in mir. Und wenn wir Jesus Christus folgen und unser Vertrauen auf ihn setzen, dann bekommen wir Anteil an all dem Guten. Schon im Jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Und ich habe einen letzten Vers für euch mitgebracht, bevor ich schließe. Jesus selbst sagt in Johannes 11, die Verse 25 und 26, es sind 2 Verse, habe ich gerade gesagt, ich habe einen Vers mitgebracht. 2 Verse, da sagt Jesus zu einer Frau folgende Sätze: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann schaut er sie an und er fragt, glaubst du das? Und heute schaut er dich an. Er schaut dich an und fragt dich, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Und dass wir in ihm eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht, die von unschätzbarem Wert ist? Und die Frage an dich, was ist deine Antwort? Vielleicht glaubst du, dass es wahr ist, vielleicht auch nicht. Aber es ist nicht egal, was deine Antwort ist. Glaubst du das? Und heute feiern wir, dass 8 Menschen auf diese Frage eine klare Antwort haben. Und zwar klar sagen, ja. Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist und ich möchte das bezeugen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und ich kann es kaum erwarten zu hören, was diese 8 Menschen erlebt haben. Ich liebe es, Zeugnisse zu hören und lebendig mitzuerleben, was Gott im Leben von Menschen tatsächlich am Wirken ist. Und ich darf übergeben an Micha und ja, freue mich schon zu hören und mitzuerleben, ja, was diese Menschen